Es ist da. Unser Ziel am heutigen Tag ist es, endlich eine der neuen... Ja, und zwar wollte ich hier nur kurz sagen, dass ich von Hive gebannt bin, wieder mal wegen oder Andeutung von Rassismus. Auf jeden Fall. Digga, wo ist denn die Scheiße? Live-Reaktion auf Seven Wahrscheinlich wird Wild. gerade noch das Thumbnail designt. Oder was? Was ist das? Was ist Deichmann? Deichmann! Da mit dem Zapf! Digga, Deichmann in himself! Bro! Bro! What the freak? Das ist ein Tomatix-Video. Digga, was soll das jetzt? Hilf mal jetzt! Ey, das kommt nicht. Ich glaube, die verzögern sich einfach. Die verzögern bestimmt gerade einfach. Das verzögert, Jungs. Das kommt nicht. Da ist es. Fallen! Höre auf alles. Okay, Jungs, ich mache jetzt Zaubertrick, dann kommt's. Okay? Mach Zaubertrick. So, jetzt kommt's. Jetzt sehe ich survivalhaft aus. Also ich habe zwar nicht mitgemacht, aber es müsste jetzt kommen. Woher hast du das? Ich habe das mal für ein Video gekauft. Jo, kannst du Ted von mir grüßen, bitte. Fritz hat es auf Facebook hochgeladen. Mann, ihr Digga, kommt das jetzt oder nicht? Es ist online. Hallihallo, du. Ja, genau du. Nein, nicht der Mann ohne Gesicht hinter dir. Digga, Ja, genau das? dich meine ich. Also nicht den Mann ohne Gesicht hinter dir. Du hast dich soeben auf meinen Kanal verirrt. Ich weiß nicht wie, wo, wann und wieso. Ja, totes Intro, Retalk. Schau Telegram. Mann, Leck Eier. Bro, Fresse jetzt. Hier. Hi. Ist auf Tumblr Air online. Ja, dann schick mal den Link bitte. Dann schick mal. Zudem müsst ihr auch die komplette Karte von Rise of Kingdoms euch erstmal freischalten. Nämlich alles ist in dichte Nebel gehüllt. Und Ist auf Airbnb. Da kann man nicht mal Videos hochladen. Digga, jetzt ruft Willi mich an. Hallo? Yo, ich bin live. Ja, alles gut, Bruder. Okay. Erzähl mal, wie war's bei Seven vs. Wild? Warte, ich hab da wirklich nicht gemacht. Also jeder denkt, aber ich war da wirklich nicht dabei. Ich schwör auf Mutter? Ich schwöre auf keine Sachen. So wieder, ne? Was? So jetzt wieder nicht schwören, ne? Wie, was wieder nicht schwören? Ich schwöre nicht. Okay, was ist dir wichtig? Geld. Schwör auf dein ganzes Geld, das nicht da war? Nein. Ah, und da haben die auch schon den Leak. Nein. Natürlich, Bruder. Nein, Bro. Guck mal, wenn du nicht dabei gewesen wärst, dann hättest du es ja einfach sagen können. Guck mal, ich hab nicht mitgemacht. Ich war woanders, aber nicht. Checkst du? Aber Bruder, das ist so, weißt du, wie das ist? Das ist so, du bist auf einer Schule, du hattest mit einem Mädchen was. Jeder weiß, dass du sie gefickt hast und du streitest es immer noch ab. Und sie selber sagt, ja, ich hatte was mit ihm, aber du sagst immer noch nein. Ja. Ja, okay. Also ich war halt wirklich nicht dabei und ich habe sie auch wirklich nicht gefickt. Ah, okay. Ja. Okay. Ja, okay. Ja gut, dann hören wir uns, ne? Ja. Haust du rein. Ey, hoffentlich hören wir uns nicht mehr. Mach's gut. Ey, hast du noch ein Kompliment für mich? Hörst du mich noch? Nee, hat aufgelegt. Instagram. Ich gucke Instagram. Ihr kennt das Spiel, der YouTube-Upload läuft. Ihr bekommt den Link zum Video in wenigen Minuten genau hier. Oder warum laden die machen ein bisschen auf hier so Drama und so. Digga, hä? Warum könnt ihr nicht einfach hochladen um 16? Ja, ey, ganz kurz. Dann nutze ich die Gunst der Stunde. Jungs, es gibt da so ein Tool. Okay? Es gibt da so ein Tool. Das hat jeder von euch. Und es gibt 30%, die gerade hier zuschauen, die das noch übrig haben. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Twitch Prime Sub einfach hier einlösen würdet. Würde mich sehr freuen, weil ich ein bisschen mehr Pause gemacht habe. Jetzt geht's aber wieder los. Ich bin wieder hier. Würde mich sehr freuen. Nö, nee, nein, alles klar. Ey, war nur kleiner. Bei mir, ey, bei Willi könnt ihr auch zuschreiben, wenn ihr nicht bei mir. Ey, die Happy Meals, Dankeschön. Ey, Juli. Dankeschön, Juli. Gockel, danke, Reese am 3. Idiot. Kurze Hosen, Fabi, Dankeschön. Bin schon Sub, du Opfer. Digga, du hast das erste Mal beim Chat reingeschrieben und bist non-Sub. Hä? Wer macht das? Bruder. Fiddy. Mein erstes Video, sorry, man versteht nix. Oh, Felix! Danke für 5 Gifted Subs. Dankeschön und Lennox, danke, Reese am 3. So. Felix! Danke für 10 Gifted Subs. Dankeschön. Ja, wir müssen warten für die ganzen Subs, Jungs. Dankeschön. Dankeschön. Hast mich überzeugt. Wenn ihr wollt, ich kann ein bisschen euch entertainen, während wir warten. Wenn ihr wollt. Willst du mal sagen, wo wir einkaufen waren vor paar Monaten? Halt deine Fresse, Fahrer. Ich liebe dich, Hugo. Das war einer zu viel, mein Freund. Das war einer zu viel. Das Video ist da? Flinters hat geschrieben. 47, 48, Hier, du Wichser. 49, 50. Hey, das sind 99. Einer fehlt. Digga, hab ich hier. Boah, ich brauch einen Ball. Hier, pass auf.
Aufschlag. Guck, wie das spinnt. Oder hier, der Profi hat auch gemacht. Mann, ich hab ihn mit seinen Fingern, hat er so den Ball gehalten, während er spinnt. Was ist da? Was labert ihr? Insta. Oh mein fucking Gott. Ja, Jungs, da ist halt auch irgendwie nix, ne? Also, ich will nicht den machen. Schon mal richtige Hintergrundmusik. Bruder, warum Facebook, was laberst du, Facebook? Man sieht es in der Abo-Box. Hi, good evening, good evening. Thank you all so much for coming. WhatsApp-Status von Fritz auf Snapchat. Digga, Snapchat. Digga, wie kacke wird das jetzt? Du wirst einfach nicht dabei sein und fertig. Ich mach ein bisschen mit beim Joke. Ich hab mich jetzt so angezogen einfach. Halt wirklich alle, ne? Fritz, sein Tinder-Account. Digga. What the fuck? Fritz Amazons Wishlist. Ja, Luca, ich muss jetzt sagen, von allen Jokes war deiner wirklich am schlechtesten mal wieder. Tut mir leid. Deiner war wieder am schlechtesten. Luca, danke für 100 Bits. Ich lieg's. Nein. Ist da, okay, alle schreiben, ist da. Ich guck. Es ist da, die Teilnehmer von Seven vs. Wild Staffel 4. Wir gucken. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute geht's wieder um das Thema Seven vs. Wild. Ich habe ein paar brisante Updates für euch. So. Euch vorher wichtige Info, das Ganze findet natürlich hier auf YouTube auf dem Seven vs. Wild Kanal statt. Ab Herbst diesen Jahres geht's los und zusätzlich bei unserem Partner Amazon Freevee und Prime. Auch in diesem Jahr machen wir, ja, was die Teilnehmer angeht, wieder mal alles anders, beziehungsweise eigentlich so wie schon in Staffel 1. Und zwar gibt es keine Nominierung, sondern die Teilnehmer, die ihr in diesem Video erfahrt, sind mit dabei bei der 4. Staffel. Ich weiß, das Geschrei wird jetzt groß sein, wir haben wieder was verändert. Es wird einige von euch natürlich schockieren, ihr werdet sehr, sehr sauer sein, aber wir haben uns natürlich wie bei einer Entscheidung wieder was dabei gedacht. Und wir haben das jetzt die letzten 2 Jahre gemacht mit der öffentlichen Nominierung. Das war irgendwie cool, das war auch spaßig, aber es ist jetzt so ein Punkt erreicht, wo wir das ein bisschen, finde ich, überraschend. Okay, also, ja. Haben. Es gab einige Leute, die das dann auch nachgemacht haben, wo gesagt haben, komm, wir wollen es wieder ein bisschen back to the roots haben. Von daher, wir haben uns zusammengesetzt, haben lange überlegt und haben einen, finde ich persönlich, sehr, sehr coolen Cast zusammengestellt. Und ich würde sagen, damit fangen wir an mit Teilnehmer Nummer 1. Teilnehmer Nummer 1. Er kennt die Geheimnisse der Natur wie kein anderer. Ich bin nicht dabei, Jungs. Sein jahrelang erarbeitetes Wissen über die Pflanzen- und Tierwelt lässt ihn selbst in den härtesten... Oha! Mario Kart! Aber, ey, Dankeschön. Die Spekulationen haben gestimmt. Ich glaube, er war in den Spekulationen drin, oder? Situationen gelassen bleiben. Leute haben auf ihn spekuliert, glaube ich. Er ist Biologe, Autor zahlreicher Bücher und Abenteurer durch und durch. Für ihn ist die Wildnis ein vertrauter Verbündeter. Wer ist das? Aber wird ihm all das auch bei Seven vs. Wild helfen? Er ist der erste Teilnehmer für Staffel 4. Herzlich willkommen, Joe Vogel. Hey, klatschen! Joe Vogel, ja, extreme Survival-Legende durch und durch, Mr. Wikipedia, wenn es ums Überleben geht. 19 Bücher geschrieben, weltweit unterwegs gewesen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich persönlich freue mich sehr, dass er mit dabei ist. Er bringt natürlich absolutes Skillset mit in dieses Format. Wir sind alle gespannt, wie es sich schlagen wird. Ihr sicherlich auch. Schreibt generell zu allen Teilnehmern, die in dem Video von uns announced werden, gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, vielleicht auch ein bisschen eure Einschätzung. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Nummer 2. Teilnehmer Nummer 2. Okay, bin gespannt. Eigentlich hatte sie gar nicht vor... Halt's Maul! Selfie Sandra! Digga, die Spekulation... Alter, die haben ja fast alle geleakt dann. Creatorin zu werden. Holy shit. Aber ihr markantes Lachen und ihre Selbstironie machten sie schnell beliebt. Hey Leute! Findet ihr auch, dass meine Nase von unten aussieht wie Darth Raiders Gesicht? Oh Mann, Leute! Digga. Sie übertreibt gerne mal ein bisschen und spricht das aus, was sie denkt. Wird ihr Humor und ihre Entschlossenheit helfen, die Digga, Hashtag Style is crazy. Hier. Herausforderungen in der Wildnis zu bezwingen? Wir sind gespannt. Viel Spaß, Sandra. Klatschen! 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 Ihr merkt schon, absolutes Kontrastprogramm, auch hier wieder in Staffel 4.
Sandra ist mit dabei. Komplette Gegenteil zu Joe Vogel, ist absolute Powerfrau, sympathisch, lustig und vielleicht auch von dem einen oder anderen stark unterschätzt. Wir wissen es noch nicht. Knossi zum Beispiel auch in den letzten Staffeln, gerade in der Staffel 2, haben viele gesagt, das wird gar nichts. Wir werden sehen, wie Sandra sich schlägt, ob sie durchzieht, Die Fresse bitte. was passieren wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf sie. Und wir machen weiter mit Nummer 3. Er ist Musiker, Extremsportler, Überlebenskünstler. Kaum ein Mensch hat mehr Ehrgeiz als er. Ich bin nicht dabei, Jungs. Iron Man, Südpol-Expedition. Joey Kelly! Digga, Joey Kelly macht wieder mit! What the fuck? Seven vs. Wild. Für Alter! diesen Mann ist nichts zu schwierig. Let's go! Bereits in der letzten Staffel hat er gezeigt, wie leicht es ist, 14 Tage in der Natur zu überleben. Und er wurde zum absoluten Fanliebling. Nun will er es ein weiteres Mal allen beweisen. Digga! Willkommen zurück, Let's go! Joey Kelly. Der Joey Kelly ist mein... Joey Kelly, Digga. Joey Kelly ist mein Code, würde ich sagen. Hi Hugo, kennst du mich noch? Craft, hat irgendwie 100 Bits, Dankeschön. What the fuck? Joe? Nein, Bruder, warum haben die das reingeschnitten? Digga, das ist verrückt, das ist verrückt. What the fuck? Joey Kelly, absolutes Mindset-Monster, ist wieder mit dabei. Wir haben es in Staffel 3 schon gesehen. Heftige Bauprojekte am Start. Er ist in seinem ganz eigenen Tunnel, aber trotzdem ja ein sehr liebenswerter und empathischer Mensch. Ich bin gespannt, was er in dieser Staffel zaubern wird, was eine Mission ist. Ob er durchzieht, ich glaube, das steht außer Frage, aber wir wissen es natürlich noch nicht. Ich habe Bock drauf. Ich habe Bock, wieder Joey zu sehen. Ich hoffe, ihr auch. Und wir machen weiter mit Nummer 4. Bekannt geworden ist er durch Spiele wie Minecraft und Fortnite. Was? Mittlerweile Was labern die? Was für Minecraft und Fortnite? Warte, ich muss mein Headset wieder anziehen. Die Spekulationen haben gestimmt. Ich bin dabei. Da habt ihr mich erwischt. Wie konnte man das nur erahnen? Mittlerweile zählt er zu den erfolgreichsten Streamern Deutschlands. Was geht ab, YouTube? Hol wieder was nehmen die da für Clips, bitte? Die machen mich zum Hund, Das ist verrückt. Bei einer No-Food-Challenge hat er es bereits mal 5 Tage ohne Essen geschafft. Das können die nicht bringen, Digga. Was sind das für Clips, bitte? Was sind das für Clips? Bro! Sein Zuhause ist normalerweise sein Livestream. Mit gerade mal 21 Jahren wird er zum jüngsten Teilnehmer bei Jüngster Teilnehmer! Wer glaubt ihr nicht an mich? Seven vs. Wild jemals. Ob die Wildnis für ihn auch nur ein Spiel ist? Viel Spaß! Let's Hugo! Ich bin dabei. Wir machen weiter mit dem Kontrastprogramm. Hey! Achso, ich dachte, er sagt noch was. Also, Gerade schon gesehen, Hugo ist mit am Start. Ist ein Streamer, er ist noch relativ jung und an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas naiv und manchmal lost, hat, ja, ich würde sagen, keinerlei Autoerfahrung. Ist aber Doch. ein sehr witziger Typ und ich bin natürlich auch hier sehr gespannt, wie er sich dort draußen in der Wildnis schlagen wird. Wir machen weiter mit Nummer 5. Okay. Wer ist jetzt? Willi ruft an. Oh Gott. Scheiße. Jo! Oh mein Gott, was bist du für eine kleine Bitch? Was? Hä? Was denn? Gerücht geht auf der Schule rum, dass du gefickt hast und du sagst auch noch, dass du sie nicht gefickt hast? Ja, Bruder, was soll ich sagen? Man teilt Geheimnisse nicht, weißt du? Oder das ist kein Geheimnis, das ist ein offenes Geheimnis. Nein. Das ist ein offenes Geheimnis ab jetzt.
Jetzt, Also. jetzt ist gar nicht, jetzt weiß ja jeder. Also jetzt weiß jeder, dass du sie gefickt hast. Ja. Na gut. Und wie? Und jetzt, wir wissen beide, dass du nicht durchgezogen hast, ne? Werden wir sehen. Werden wir sehen. Das ist genau wieder so ein Geheimnis. Hä? Was? Na, ja. Wir werden sehen, was Okay. kommt. Ja, okay, du hast nicht durchgezogen. Okay, passt. Okay. Ja, okay. Das ist schon 5 Tage und dann, ne? Ey, hau rein, ne? Ja, hau rein, geil. Survival Deutschland. Jeder, der ihn kennt, weiß, was er drauf hat. Der ehemalige Soldat und Extremsportler stellt sich der Wildnis mit einer Leidenschaft, die seine Die Gerüchte haben irgendwie alle gestimmt. Scheiße. Als Survival- und Bushcraft-Experte sollte er bestens auf die Überraschungen der Natur vorbereitet sein. Alter Scheiße, ich stehe hier was im Spagat. Für ihn ist die Wildnis nicht nur ein Ort, sie ist sein Zuhause. Herzlich willkommen, Stefan von Survival Deutschland. Stefan, mein Mod! Stefan, du bist dabei! Was ist besser als ein Survival-Experte? Richtig, 2. Und damit Gänsehaut. kommen wir zu Stefan vom Kanal Survival Deutschland. Mit Joe bildet er zusammen die Speerspitze, wenn es ums Thema Überleben geht. Er ist ehemaliger Profisportler, Scharfschütze und Weltrekordhalter im Feuerborn. Ich bin gespannt, was wir alles Schönes erwarten können. Und wir machen weiter mit der Nummer 6. Hier kommt ein wahres YouTube-Urgestein. Moin, meine lieben Booster. Flying Uwe. Was geht? Ich bin euer Flying Uwe. Moin, Sen. Ja. Kampfsportler, Unternehmer, Fitnesslegende. Für ihn ist Kraft und Stärke nicht nur etwas Physisches, sondern auch Kopfsache. So, ich habe noch nie im Kopf gehabt, so, ich gebe jetzt alles auf. Niemals. Er ist der Sohn Hamburgs. Willkommen, Flying Uwe. Flying Uwe, Selfmade Multimillionär, Unternehmer, Fitness-Ikone, Kampfsportler durch und Warum habe ich den Titel Multimillionär nicht bekommen? Fragezeichen. Ich frage ganz kurz in die Runde rein. durch und einfach ein Warum? cooler, positiver Typ. Trägt das Herz auf der Zunge. Naja, weil du keiner bist. Okay, schade. Ein Hamburger Original. Und ich bin sehr gespannt, natürlich auch, wie er sich So, schlägt. nächste Und wir Kandidat, machen weiter Kandidat! mit dem großen Finale der Nummer 7. Ach du Scheiße. Julia Beautix! Hallo Leute und herzlich willkommen. Die Gerüchte haben alle gestimmt. Da wart ihr was Gutem auf der Spur. Sie ist das Gesicht, das Millionen kennen. Seit über 10 Jahren unterhält sie YouTube Deutschland. Ah, fuck, ist ja Linksverkehr. Okay, los geht's! Neben Content Creatorin versucht sie sich auch als Sie ist leider nicht Schauspielerin, dabei, aber leider auch sie Sängerin dabei. und Tänzerin. In der digitalen Welt ist sie eine richtige Allrounderin. Aber wird ihr das auch in der Dabei, Wildnis du bist dabei. weiterhelfen? Herzlich willkommen, Klatschen! Julia Ich habe alle noch nie gesehen in meinem Leben, Jungs. ist auch mit dabei. Sie ist Schauspielerin und YouTuberin und auch schon seit vielen Jahren in der Szene vertreten. Kennen sicherlich viele von euch. Sie ist eine absolute Powerfrau, super sympathisch und ehrgeizig. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, um bei Seven vs. Wild erfolgreich zu sein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch die Teilnehmer gefallen. Seid dabei natürlich lieb und nett. Ganz, ganz wichtig, ihr könnt Ja, gut, dass er das gesagt hat. Seid bitte lieb und nett in den Kommentaren. Ich weiß jetzt schon, wenn ich nach einem Tag unter diesem Video schauen werde, oh nö, Digga, nicht dieser scheiß Hugo. Ah, nee, die Staffel ist vorbei für mich. Okay, was ich aber Real Talk sagen muss. Boah, guck mal, jetzt beginnt die Season, man darf nicht so viel sagen. Aber was ich sagen muss, Digga, die Teilnehmer sind so random, Digga. Das ist verrückt. Das ist wirklich crazy, wie random die Teilnehmer sind. Digga, Heute das mehr ist Big krank. Viewer als bei Schweiz Tour ever wie Hugo.
Ja, was willst du machen, ne? Aber was nicht unbedingt heißt, dass sie scheiße ist. Ne? Aber ich check, dass Leute sagen, ist sehr random. Ich check das. Feiste rufe ich jetzt an. Yo! Digga, halt Maul, du bist bei Seven vs. Wild dabei, das wusste ich nicht. Wie, das wusstest du nicht? Das war so geil bei der Schweiz-Tour, diese scheiß Jokes drüber zu machen. Was denn? Und im Endeffekt war jeder Joke real. Nein. Nein, nein, Scheiße, nein. Hast du jemals Selfie Sandra gesehen? Vielleicht. Geil, Digga, krass, dann viel Glück dabei noch und hoffentlich überlebst du. Ey, dankeschön. Ne? Klar. Hau rein. Hau rein. Digga, er redet so, als würde das jetzt noch kommen. Eure ehrliche Meinung schreiben, aber achtet ein bisschen auf die Wortwahl, denn wir erinnern uns zurück und die letzten 3 Jahre gab es einige Teilnehmer, von denen man es nicht erwartet hätte, die tatsächlich sehr, sehr gut performt haben. Also halt zügelt eure Zunge. Ansonsten erwartet euch im nächsten Video die Location und ein paar sehr, sehr brisante und spannende Infos dazu. Also auf jeden Fall den Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Wenn ihr Seven vs. Wild feiert, dann gern als Support einen Daumen nach oben dalassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Neuseeland. Ob es wirklich Neuseeland ist, ciao, ciao. Werden wir sehen. Gänsehaut. Falls ihr bereits Prime-Mitglieder seid, werdet ihr den Titel bei Prime Video sehen können. Digga, ich hab, by the way, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wahrscheinlich nicht. Ich habe schon sehr interessante Informationen bekommen wegen Ausstrahlung und so. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Aber ich sag das jetzt aber mal, ist ja gut. Es ist besser als letztes Jahr. Es ist besser als letztes Jahr. Okay? Viel besser. Viel, viel besser. Ja, Jungs. Ich bin in Seven vs. Wild. Bei Seven vs. Wild, wie sagt man? Keine Ahnung. Ihr habt recht. Ja. So, das war's. Was machen wir jetzt?